Nicht nur Mediziner spielen eine Rolle, wenn es um die Gesundheit der Menschen geht. Aber das Sujet von der Impfung bringt auch eine Reihe ethischer Fragen mit sich. Mehr haben den Norbert Campagna, Philosoph am LGE, ein paar Fragen gestellt. Wat lot Moral ugeht, so mengenech, dat Sidré vun eist verpflicht ass fir defir ze suergen, dats man kein Gefor fir eis Matmënschen durchstellen. Insofern gebe es so gëtt eng moralisch Verpflichtung, sech impfen ze losen. Net nëmmen oder net hauptsächlich féint mehr selber den do geschützt as de Duercher, méi fir an allem och fir még Matmënschen. An dann op der anderen Seite hummer de legale Vollée, du hast also tro, ob an inwiefern de Staat mech zwänge kann, mech impfen zu losen. An do as et ganz klar, op Schiedverfall fir mech, nee. Anzwer fir werden net mir hunn so etwas wie körperliche Integrität. Die körperliche Integrität als etwas, worüber ich als Individuum verfügen. An wann ich der Meinung sinn, dass du ein Angriff an mein Körper eventuell Risiken für mich können durchstellen, an eng Impfung stelle so Risiken durch, dann ist es eben so, dass der Staat do ein Grenz huet. Ich kann zwar rekommandieren, dass ich mich impfen lasse, kann eventuell sogar bestimmte Restriktionen ausschwätzen, wo bestimmte, muss man so, nicht absolut wichtige Aktivitäten mehr verboten sind, aber ich kann auf keinen Fall von mir verlangen, dass ich mich der Impfung unterwerfe. Dass en lo vun de Leiit verlangt, de COVID-Test zu machen, ihr an de Flieger klammen, 2-3 Dich fir Drun, dat fand ich ganz normal. Et mis den awer net unbedingt die Mesure ergreifen, dat en lo seet oni eng COVID-Impfung an de Flieger klammen. Well et muss sech auch bewusst sinn, och wann nicht geimpft sinn, kann ich nach immer einer Leiit ustierchen. Und ich meine, du hast ein ganz großes Gefahr, dass die Leute mengen, ich bin lo geimpft, ich stelle lo kein Gefahr mehr durch. Nein, das ist absolut nicht der Fall. Ich kann geimpft gehen, dann habe ich zwar am Prinzip kein Gefahr mehr, schwer zu erkranken Covid, aber ich kann aber noch ganz gut viel einer Leid ustierchen. Bei den Kanner haben eben bestimmte Krankheiten, die sind lebensgefährlich, und die können sich ganz schnell unter den Kanner ausbreiten. Und dafür also da mengen an durchaus berechtigt, dass bei den Kanner bestimmten Impfungen obligatorisch mischt. Ich meine, für den Schutz vom Kann selber und auch von den anderen Kanner kann der Staat an dem Fall eng Impfung unordnen, zumal wann den auch berücksichtigt, die Impfungen, die bei den Kanner mischt, Polio und so Virun, das sind Impfungen, die schon seit Jahrzehnten gemäht gehen. Aber beim Covid ist den andere Problem auch, dass das eine ganz neue Impfung ist oder ein ganz neuer Impfstoff. Wir wissen vielleicht, dass es kurzfristig oder sogar mittelfristig keine Konsequenzen werden tun. Wir wissen aber nicht, wie es langfristig ist. Und das macht für mich einen ganz großen Unterschied aus. Kit, dass ich nicht mal natürlich bewusst bin, dass auch bei den Kannerimpfungen bestimmte Risiken da sind. Also es kann durchaus sein, dass es bei dem einen oder anderen Kant eine Impfung fatale Konsequenzen hat. Wir müssen das bewusst sein, eine Null-Risiko-Gesellschaft geht es nicht.